So, hallo, bei der nächsten Episode von Witcher Wild Hunt 3. Beim letzten Mal haben wir ja eigentlich die Geschichte weitermachen, aber der Sidequest von Zoltan ist mir in die Query gekommen. Also darum werden wir jetzt mit der Hauptquest weitermachen. Wo sind wir eigentlich schon? So schmerzhaft wie das Leben. Die der Rosmarin Thymian. Mal schauen, wie es weitergeht. Wir können es gleich hier treiben oder beim Schaf. Du hast die Wahl. Hey, ich kann nicht bestimmen, was ich erbe. Du kannst aber bestimmen, was du damit anfängst. Ich weiß. Was war denn los? Sie hat mir ins Gesicht gespuckt. Jedenfalls fast. Nannte mich einen Hurentreiber und Dämlack. Hat man Töne. Scharfsinn ist meine Stärke. Also Priscilla wächst mir langsam ans Herz. Spar dir das. Spar du dir die Schmollerei. Zeig ihr lieber, dass sie sich irrt. Genau das habe ich vor. Ich habe immer von meinem eigenen Kabarett geträumt. Ein paar Tropfen Farbe und der Laden sieht umwerfend aus. Einziger Haken, ich brauche Geld. Also, wenn du zwischen Ertrunkenen und Ekimen mal eine Pause machst, würdest du einem alten Freund helfen. Ja, das ist so ein Kabarett. Wie bist du auf diese Kabarett-Idee gekommen? Das ist seit Jahren mein Traum. Seit wir in Ochsenfurt im Kabarett waren. Weißt du noch, wie die Tänzerin vom Lüster hing? Und als sie komplett kopfüber war, rief sie dich und... Ich erinnere mich. Wie könntest du es vergessen? Und mein Kabarett wird sogar noch besser, versprochen. Wenn ich die Finanzen für eine kleine Umgestaltung zusammenkriege, heißt das. Ja, echt, geht nicht kräftig. Wie viel brauchst du denn? Vielleicht kann ich's dir ja leihen. Danke, Geralt, aber von dir nehme ich keine Krone. Du weißt doch, wie es heißt. Am schnellsten verliert man einen Freund, wenn man ihm Geld leiht. Aber ein Gefallen ist was anderes. Was für ein Gefallen. Ich war mal mit diesem Mädel zusammen, Sophronia. Ein Name, ob du es glaubst oder nicht. Ihr Vater ist Gewürzhändler aus Serikan. Und ein lieber Papa würde seiner lieben Tochter doch nie was abschlagen. Wir können uns das Geld von ihr leihen. Leihen. Ja. Der Charakter von The Witcher sind halt eben nicht schwarz und weiß, also sehr gut nicht. Und ihre Makel, den muss man schon einsehen. Ja, easy, erzähl mal von der Sophronia. Der Name kommt mir bekannt vor. Ist das nicht die Frau, die du kommentarlos hast sitzen lassen? Bist du nicht raus, um eine Flasche Wein zu holen und nie zurückgekehrt? Ich wusste, ich hatte einen Grund, den Wein zu kaufen. Schon lange her, nicht wahr? Bin schon eine Weile unterwegs, ja. Darum muss ich deine Autorität nutzen. Du hast welche, weißt du? Was auch immer du selber denkst. Easy. Komm, was soll ich machen? Du weißt von mir. Nun spuck schon aus, was du willst. Du hast den Plan doch schon fertig. Sophronia könnte mir eventuell ein wenig grollen nach unserer unglücklichen Trennung. Aber mit ein wenig Hilfe deinerseits würde sie mir vergeben. Und mir was leihen. Und diese Hilfe bestünde worin? Zunächst brauchen wir ein stumpfes Schwert von Madame Irina. Eine Requisite. Du weißt schon, die man bei Theaterstücken benutzt. Besorg es dir und triff mich dann vor Sophronias Haus. Irgendwie gefällt mir das nicht. Nehmen wir an, ich bin einverstanden und gehe zu Madame Irina. Was machst du unterdessen? Ich muss noch etwas vollenden. Das schaffe ich, bis du mit dem Schwert zurück bist. Versprochen. Dann sag ich dir den Rest. Easy, machen wir das. Aber Geralt, hier gibt es kein Aber. Nur noch den Aberwitz künftiger Abende. Es wird schon klappen. Du wirst sehen. Hol das Schwert von Madame Irina. Wir treffen uns bei Sonnenuntergang vor Sophronias Haus. Dan. Schlangenauge. Geschenk dagelassen. Das sieht auch wie ein Ding aus. Sidequest aus. was hat er jetzt wieder ausgebrütet? Aber irgendwie habe ich gemeint, es öffnet einen Subplot, was mit der Geschichte von Rittersprung zusammenhängt. Also von dem her könnte es interessant sein, wenn wir die Quest einfach machen.
Ich glaube, sonst habe ich eigentlich nicht mehr zu tun von der gelaufen. Hauptgeschichte her. Hab mich um Ist meine jetzt eigenen noch Sachen nach gekümmert. Skelly gehen. Als er plötzlich auftaucht. Du siehst mir äußerst verdächtig aus. Wie schön, dich zu sehen. Ich hätte ein Anliegen. Ich müsste mir eine Requisite leihen. Eins der Schwerter für Bühnenschlachten. Huch, wozu brauchst du denn das? Weiß ich nicht. Rittersporn behauptet, es wäre unverzichtbar. Oh ja, ich habe mir schon gedacht, dass Meister Rittersporn was damit zu tun hat. Ich hoffe doch sehr, dass er mir keine Konkurrenz machen will. Bitte sehr. Danke. Ich versuche es nicht zu beschädigen. Bis dann. Gut, in dem Fall heißt wieder zu Hast du Rittersporn diese zurück. armen Wichte gesehen, die aus Velen geflohen? Langweilig, ich muss einfach etwas abholen gehen. Hoffen mal, dass mit Rittersporn selber ist echt interessant ist. Wann hast du dir zuletzt die Haare gewaschen? Okay, doch, der Plan. Einbruch denn. Ah, na endlich. Also, dies ist der Plan. Sophronia liebt Abenteuerromane. Ich könnte für sie zum Helden werden, indem ich sie vor einem Banditen rette. Sie wird mir aus der Hand fressen und auf jeden Fall das Geld leihen. God damn, Ich soll Rittersporn. der Bandit sein? Ich wusste, es würde dir sofort einleuchten. Im Ernst? Das ist ein fantastischer Plan? Von fantastisch habe ich nicht gesprochen. Jeder Plan ist besser als kein Plan. Ich habe deinen Text schon geschrieben, Was hast du geschrieben? damit du weißt, was du bei dem Auftritt sagen sollst. Und deine Maske. Setz sie auf. Sophronia darf dich nicht erkennen. Aber Keine Zeit. Sophronia kommt. Halt dich an den Plan. Wir treffen uns morgen im Rosmarin. What? sofort stehen bleiben. Was soll das? Hilfe! Zu Hilfe! Erzittere, flachshaariges Frauenzimmer. Verneige dich vor dem Prinzen der Diebe. Nicht so schnell! Weg mit dem Schwert, Halunke! Das ist die erste und die letzte Warnung. Rittersporn? Fürwahr! Ah, wobei geil! Der Abschaum dieser Stadt mich den Roten Rächer heißt. Oh nein, nicht der rote Rächer. Ah, wie geil! Ruhe, So geil. Gewürm! Der Tag soll dich reuen, da du geboren wurdest. Organ! Damn! Ich bin getroffen. Ins Haus! Rasch! Da kriegt er uns nicht! Ewiges Feuer! Was willst du von uns? Lass ab! Dieser Bösewicht läuft gleich weg. Ich bin sicher. Er würde sich doch nicht von der Wache schnappen lassen. Nicht wahr? Oh mein Gott! Ich liebe Rittersporn seine Dinge, ey. Oh, the fuck. Ah, das ist geil gewesen, das ist... Ah, der Gesichtsausdruck von Geralt, das ist einfach preislos, ey. Nicht der Fuck. Rede wert. Ich frage mich, ob ich überhaupt hätte müssen schlagen mit dem Schwert, oder ich hätte es vielleicht zulassen oder so. Was glaubst du, wer du bist? Ah, ja, die killen wir doch gern. Ja, ich glaube wirklich, mein Scherz ist in der Abstand. Na, wie lange soll ich noch warten?
Das bist du nicht gehört. Oh! Ich weiß nicht, ob die etwas gescheit sind. Ja, das kann ich brauchen. So, dass es die immer noch gibt, obwohl Hurensohn schon tot ist. Gib uns einen Kopper. Ewiges Feuer. Kein Brot. Unser aller Feuer. Geld. Irgendwie scheiße. Ja. Bewaffnete Grobiane in der Stadt. Ein Skandal. Du siehst mir äußerst verdächtig aus, Gammler. Was ist nochmal mit Foltes passiert? So. Gleich hier treiben oder gelassen. Was? Von dem habe ich noch nie was bekommen, außer seinem kleinen Schlaffi. Wenn man nicht zu geben weiß, bekommt man auch nichts. Willst du behaupten, ich bin nicht gut im Geben? Man braucht Talent zum Geben und Charakter. Geralt, fantastische Vorstellung. Du bist ein toller Verkleidungskünstler. Am Morgen. Müssen Sie jetzt warten, oder? Komm schon, das war nichts. Ist doch schon morgen. Dann meditieren wir doch ein bisschen. Das muss ein Missverständnis sein. Ihr seid zu früh. Heute war ausgemacht und heute sind wir da. Das Material ist komplett und meine Truppe kann's kaum erwarten. Wir fangen an, so wie unsere hübsche Regisseurin sich in Sachen Dekoration entschieden hat. Aber Rittersporn hat doch gar nicht das Geld für euch. Doch, hat er, wie sich zeigt. Jedenfalls bald. Er arbeitet dran. Siehst du? Alles in Butter. Würdest du also endlich entscheiden, welchen Stil das Interieur haben soll? Ja. So fragen's mich. Was fragt ihr mich? Na, die holde Dame kann sich offenbar nicht entscheiden. Und Meister Rittersporn sagt, dass er hin und her gerissen ist zwischen Boudoir-Stil und Theaterdekoration, aber dass er uns Bescheid geben würde, so wie wir eintreffen. Und hier sind wir, aber die Entscheidung steht noch aus. Die Dame ist ganz überrumpelt, dass sie wählen soll, obwohl doch die ganze Renovierung eindeutig ihr zuliebe stattfindet. Mir zuliebe? Mir zuliebe jedenfalls nicht. Also würdest du jetzt bitte entscheiden, bevor mir eine Ader platzt. Ich weiß nicht, was Rittersporn gefallen würde. Geralt, du kennst ihn länger. Sag du was. What the fuck? Der Boudoir passt am besten. Kann es ein Art Theater, da kann es nicht passen. Boah, fuck, weiß ich nicht. Machen wir es wie ein Theater. Ich hab gemeint, Kabarett ist eigentlich so Vorführung, ja, Tanz und so. Ihr seid beide Bühnenkünstler und Kabarett ist eine Form des Theaters. Das sollte sich im Interieur spiegeln. Eine wunderbare Wahl. Endlich. Meine Herren, Schluss mit dem Nasebohren. An die Arbeit. Also, ihr hättet auch echt ein bisschen warten, oder? Tja, dieses Kabarett muss ja toll sein. Seit Rittersporn den Laden hier geerbt hat, redet er von nichts anderem. Ich hätte nur nicht gedacht, dass er zur Tat schreitet. Und so schnell. Wer weiß, vielleicht wird er jetzt sogar häuslich. Er muss ja das Geschäft im Auge behalten. Wer hätte das geahnt? Was immer die Leute reden, Rittersporn packt das Leben sehr rational an. Das ist am Arsch. Reden wir vom selben Mann? Von Rittersporn, der in einer Nacht ein Vermögen verliert, für das man halb Novigrad bekäme? Aber er kann auch verantwortungsvoll sein. Er bezahlt jeden pünktlich, der für ihn arbeitet. Und er hat noch nie einen Auftritt versäumt. Hoffentlich ist eure Eröffnung nicht das erste Mal. Er ist immer noch nicht hier. Na, er hat gesagt, dass er zu Polly geht, unserer Choreografin, sobald er das Geld hat. Sie hat die letzten Proben versäumt. Er wird ja wohl nicht in Schwierigkeiten sein? Bei Rittersporn ist alles möglich. Mal sehen, ob ich ihn finde.
Das ist leider wahr, mit Rittersporn weisst du nie. Ein Hexer. Bei den Titten einer Mittagserscheinung. Bei den Titten. Ein größerer Lumpensammler als ich. Ah Gott, ich weiß nicht wieso, ich immer wieder darüber lachen muss, man. Das ist immer der gleiche Scheißwitz. Regeneration. Der Niedergang der Zivilisation. Sieh an, noch ein. Ah, da ist sie. Finsternis. Überall Finsternis. Was ist denn das für ein Krawall? Polly und ihr schwachsinniger Verlobter streiten sich. Sie ist in dieser Stadt die Einzige, die sich mit Choreografie auskennt. Und dieser Armleuchter lässt sie nicht für mich arbeiten. Moment mal, was machst du hier eigentlich? Wir wollten uns doch im Rosmarin treffen. Wollten wir, aber du bist nicht aufgekreuzt. Priscilla hat angefangen, sich Sorgen zu machen. Da wollte ich mal nach dir schauen. Priscilla hat sich Sorgen gemacht? Wie schön. Für sie nicht so sehr wie für dich. Gehen wir. Hast du nicht gehört, was da drinnen vor sich geht? Wir müssen Polly helfen. Warum landen schöne Frauen bloß immer bei solchen Arschlöchern? Ja, bei dir sind sie auch gut aufgehoben, gell? Du Keine Wichser. Ahnung. Geh zurück. Ich trete die Tür ein. Ah. Warte, müssen wir ihr das Haus kaputt machen? Sie hat hier irgendwo einen Zweitschlüssel. Woher weißt du, dass sie diesen Zweitschlüssel hat? Wir arbeiten ja nicht erst seit gestern zusammen. Bevor Polly sich mit diesem Rubio eingelassen hat, Hast du sie oft besucht? habe ich mich hier verkrochen, wenn Priscilla und Polly im Rosmarin und Thymian geprobt haben. Sie haben Tanznummern einstudiert und ich habe komponiert. Also ist Polly nicht eine deiner... Ich trenne Geschäft und Vergnügen stets sorgfältig. Und Priscilla ist die Ausnahme? Die sich ja sorgt um uns, wie du gerade sagtest. Also genug geschwätzt und frisch ans Werk. Gut, suchen wir den Schlüssel. Oh, was ist das? Verdammt, wo würde sie... Nicht hier. Ich habe das Gefühl, wir verschwenden die Hexen sind für die banale Sachen da. Ah, der Schlüssel. Da, jetzt gehen wir rein. Was zum Teufel soll denn das? Raus aus meinem Haus! Pass bloß auf und lass die Frau in Ruhe. Ja, zum... Das ist meine Verlobte! Aber nicht dein Eigentum. Ich liebe sie! Ich lasse nicht zu, dass sie im Bordell den Hintern schwingt! Jetzt mal langsam. Hier liegt eindeutig ein riesiges Missverständnis vor, das ich im Handumdrehen aufklären kann. Schieb dir deine Ausreden in den Arsch! Verpiss dich, sonst spalte ich dir den Schädel! Fuck! Mein Freund war höflich, also sei du auch höflich und hör ihn an. Sonst regeln wir das alles anders. Na gut, red schon. Rubio, nicht? Polly hat mir so viel von dir erzählt. Sie hat dich als gebildeten, weltoffenen Menschen beschrieben. Das hast du? Na, es stimmt ja auch. Ich bin sehr weltoffen. Aber nur bis zu dem Punkt, an dem meine Verlobte im Puff mit dem Arsch wackeln will. Raus mit euch beiden. Polly geht nirgendwo hin. Lass ihn ausreden. Das hier hat nichts mit einem Bordell zu tun. Siehst du, mein Freund, Geralt hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Was du da hast, ist ein veraltetes Werbeplakat. Veraltet? Durchaus. Zu dieser Zeit war mein Etablissement noch unter anderer Leitung. Ich hingegen würde in meinem Kabarett niemals irgendwelche Anstößigkeiten dulden. Schon meine Reputation verbietet das. Worum geht's denn dann? Deine Verlobte ist eine erstklassige Künstlerin und ich möchte ihr eine Position bieten, die ihrem Talent entspricht. Sie soll meine Choreografin sein. Was wiederum bedeutet, dass sie einen Anteil der Erlöse jeder Vorstellung bekommt, die sie choreografiert. Du meinst Geld?
Und Ansehen. Ah, leck mich am Schäkern Arsch. gehört nicht dazu. Mein Wort drauf. In diesem Fall schätze ich... Ich wusste, du würdest einverstanden sein. Das wäre also geklärt. Wir sehen uns im Rosmarin, Polly. Ich gehe schon mal. Ich hol dich ein. Puh, hätte nie gedacht, dass es so gut läuft. Geschickt von dir, Rittersporn. Nachdem du ihn gebildet genannt hast, war er Wachs in deinen Händen. Ob Verhandlung oder Gefecht, man muss die Schwachstelle des Gegners finden und ausnutzen bis zum Schwertheft. Also, gehen wir endlich zurück? Ich muss noch bei Rautleg vorbei. Bei dem habe ich vor kurzem neue Plakate bestellt. Aber Hubio hat die alte Version gefunden. Verfluchter Künstler. Der wird was erklären müssen. Ja, komm, mal Ich gehe zu Rautleg und du gehst zum Rosmarin zurück. Sonst reißt Priscilla mir den Kopf ab. Wirklich? Würdest du hingehen? Nein, ich beliebe zu scherzen. Sag mir, wo ich ihn finde. Am Hafen. Bis bald also. Ja, ja. Unbedingt jetzt richtig, was Geralt und Rittersporn gemacht haben, finde ich auch nicht. Einfach ins Haus reinkommen und die Eigentümer sagen, was er zu tun hat, ist auch nicht richtig. Natürlich nicht unbedingt, dass der Mann sich richtig verhalten hat, aber ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, das finde ich als richtig verkauft worden. So. Aber wie schon gesagt, das ist die Welt ist keine Schwarz-Weiß-Welt. Von dem her ist das auch okay. Trinken wir, es wird schon Abend. Natürlich, der hat auch ein Problem. Ich suche Rautleg. Da bist du nicht allein. Der verdammte Halbling hat Schulden bei der halben Stadt. Ich hole mir meine, bevor der Kadaver komplett abgenagt ist. Es reicht nicht für alle, also schwör ab. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Nehmt, was ihr wollt. Ich bin nur wegen ein paar Plakaten hier. Bist du taub? Hast mich nicht gehört? Das gehört jetzt alles mir. Verpiss dich, Mutant. Und ich habe gedacht, wir können das friedlich klären. Falsche Antwort. Das wirst du bereuen, Mutant. Ja, wieso? Fuck! Ja, weißt du, ist doch geil, oder? Kann nichts benutzen, kann mich nicht heilen, kann nicht irgendwie. Also das Schwert kann ich auch nicht ziehen, sterben mal. Sag mir, was du willst. Verdammt! Plakate. Hier sind aber keine scheiß Plakate. Und Rautleg? Wo ist der? Wie immer. Auf dem Anwesen der Wegelbuts. Die letzten Kronen verwetten. Na, war doch ganz einfach. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Muss ja irgendwie kompliziert sein, oder? What the fuck? Nur weit weg. Schauen, ob es eine Schnellreisepost irgendwo gibt. Oder Ding. Die Leute bauen, aber der Platz ist begrenzt. Der konnte auch. In Ordnung. Du bist bleich wie der Tod. Im Namen des Hierarchen. Wo ist es? Was ist nochmal mit Volkes passiert? Gedächtnisrennen! Also reitet, lauft oder fliegt so schnell wie möglich zum Anwesen der Wegelbuts!
Wo ist es? Ah, da. 25 Minuten. Frag mich, ob's. Frag mich, wer die Quest bald schon abschließen könnte. Oh, ein schöner Anliegen. Mein Mann trägt seine Mistgabel wie du auf dem Rücken. Ihr seid beide verrückt. Man könnte sie für ein gestandenes Liebespaar halten. Welche Synergien sich da entfalten. Na, Rautleck, du stehst wohl mit einer ordentlichen Summe. Ja. Bist du Rautleck? Henry Rautleck, Künstler, Maler, Schuldner und Märtyrer meiner Kunst. Zu deinen Diensten. Rittersporn schickt mich. Oh ja, sag ihm, dass seine Plakate fertig und sicher versteckt sind. Aber ich kann nicht nach Hause gehen, weil mir da eine Bande wütender Gläubiger auflauert. Einem bin ich begegnet, glaube ich. Dann kennst du ja meine Zwangslage. Und jetzt hat Graf de Lauverten mir in Aussicht gestellt, alles zurückzugewinnen. Ich soll auf ein Rennen wetten. Worum machst du dir denn Sorgen? Das ist deine Chance, wieder auf die Füße zu kommen. Ich habe in letzter Zeit so oft Pech. Wenn ich de Lauvertens Angebot annehme und verliere, bin ich ihm für immer ausgeliefert. Ja, komm, lass mich deine Schulden zahlen. Lass mich deine Schuld tilgen. Ohne Bedingungen. Danke. Das hätte ich nicht erwartet. Darf ich fragen, womit ich deine Großzügigkeit verdient habe? Sagen wir einfach, dass ich hin und wieder gerne eine gute Tat tue. Können wir jetzt diese Plakate holen? Ich bringe sie ins Rosmarin und Thymian, sobald ich meinen Verpflichtungen nachgekommen bin. Prima. Wir sehen uns dort. Gut, Vorsicht! Stufenaufstieg. Gut, machen wir doch gerade. Tun wir doch schön aufleveln. Also neues wird es ja nicht sein. Götter und Menschen verstummen in Schuld. Gut, jetzt haben wir wieder zum Rosmarin Thymian. Ja. Es war einmal ein Frischlein klein, das saß auf einem großen Stein. Oh. Ja, das Zusammenspiel von dem Rot und Gelb und Grün ist recht schön. Da würde ich auch gerne ein bisschen rumlaufen und chillen. Hey, wo ist der? Ah, dort. Ah, das habe ich noch mehr Punkte. Ah, voll. Ah, nein. Und ab. What? Wie sollte das da eigentlich? Drei da. Drei da, okay. Komisch. Ein Bug. Jetzt. Gut. Zum Rosmarin und Thymian, komm. Die Urladesequenz. Hol die wilde Jagd euch alle. Noch mehr Treibgut aus Temerien. Kommt ins Chamäleon. Das wird ja heute. Heute Fangen wir ist in G-Dur an und... Ah, die Truppe hat hart gearbeitet, wie ich sehe. Nicht übel. Ich liebe es. Vor allem diese Ausstaffierungen an der Wand. Was ist mit Rautleck? Hast du die Plakate bekommen?
Rautleck hat gesagt, dass er sie selber bringt. Er müsste bald hier sein. Wunderbar. Besser kann ich das Chamäleon nicht bewerben. Ja, und die Choreografie. Was ist mit der Choreografie? Habt ihr für die Eröffnung was Besonderes vorbereitet? Nicht wir, sondern Polly. Sie ist unbezahlbar. Kam rein und hatte die Mädchen auf Linie, bevor ich Unterwäsche sagen konnte. Bei der Premiere wird es stehende Ovationen geben und kniende gleichzeitig. Du hast gar nicht erwähnt, dass du den Namen änderst. Rosmarin und Thymian war nicht verkehrt, aber man assoziiert temerische Küche damit, serviert von Kellnerinnen im Bauernaufzug. Ein Chamäleon passt viel besser zum Kabarett. Außerdem betont der Name, dass der Ort jetzt ganz anders aussieht. Klingt insgesamt einfach besser. Okay. Dann ist wohl alles bereit. Wann ist die Eröffnung? Bald. Wir haben in einer Stunde Kostümprobe. Ich muss nur noch schnell mein Kleid holen. Danke für alles. Keine Ursache. Meine Träume vom Kabarett werden wohl wahr. Zur Feier eine Runde auf meine Rechnung? Ja, das ist ja nicht. Warum nicht? So lobe ich mir das. Der Vorarbeiter hat dich und Priscilla reden sehen. Das stimmt. Und? Hat sie was über mich gesagt? Ja, komm, sind wir ehrlich. Sie hat was gesagt, was mich an ihrem Verstand hat zweifeln lassen. Was denn? Dass du verantwortungsvoll bist und mit beiden Beinen auf dem Boden stehst. Du nimmst mich auf den Arm. Diesmal nicht. Eins lässt mir keine Ruhe. Wie hast du Sophronia dazu gekriegt, dir was zu leihen? Oh, das war nicht einfach. Unsere Vorstellung hat sie so aufgeregt, dass ich ihr 4 Stunden lang was vorlesen musste. 4 Stunden lang der Mantel und der Degen. Das heißt, ihr habt also nicht... Bist du irre? Für wen hältst du mich? Sie versteckt sich, natürlich. Sie weiß, wie wichtig mir dieser Abend ist. Natürlich weiß sie das. Sie wirft sich bestimmt nur in Schale. Das dauert, weißt du? Dann ist es wahr. Die Eitelkeit der Frauen kennt keine Grenzen. Meister Rittersporn. Priscilla, sie... Was? Sprich, Mann! Sie ist schwer verletzt. Sie wurde angegriffen. Man hat sie ins Vilmerius-Hospital gebracht. Angegriffen? Sie ist verletzt? Geralt, komm mit, bitte! Natürlich. Gehen wir. Damn, die Storyline, ey. Wie lang ist die? Aber easy, ich meine, es ist ein Rittersporn. Rittersporn ist ja eigentlich, also wenn du von den Büchern so anschaust, ist ja eigentlich ein recht wichtiger Charakter. Ist auch ist ein Charakter, der Geralt noch recht häufig begleitet. Auf seine Abenteuer. Götter, Priscilla! Wird sie es überleben? Damn! Das halte ich für sicher. Ihr Zustand ist ernst, aber stabil. Oh, Verzeihung, aber bist du ein Verwandter? Verwandter? Nein, ein Freund. Ein sehr naher Freund. Rittersporn, stimmt's? Den Namen hat sie erwähnt, als sie kurz bei Bewusstsein war. Ich bin Joachim von Graz, Chefarzt der Chirurgie, bis vor kurzem Dozent an der Akademie zu Ochsenfurt. Der Form ist Genüge getan. Was hat sie für Verletzungen, abgesehen vom Auge? Da wären ein Commotio cerebri mit kranialem Ödem, dazu eine laryngale Inzision, ferner zervikale und ösophageale Verätzungen. Okay, Jemand hat sie gezwungen, eine kaustische Flüssigkeit zu schlucken. Ich hab nicht verstanden. Das war also kein gewöhnlicher Raubüberfall. Eindeutig nicht. Es war das Werk eines Irren. Und nicht sein erstes. Wie kommst du darauf?
Ich habe diese Verletzungen schon mal gesehen. Sehr alltäglich sind sie ja nicht. Gerade diese Woche ist eine Leiche mit ähnlichen Verletzungen in der Leichenhalle aufgetaucht. Und ohne Herz. Das Herz? Das hätte Priscilla also auch passieren können? Wird der Vorfall untersucht? Wir sind in Novigrad. Hier brennen nur die Unschuldigen. Geralt, ich weiß, du hast was gut bei mir, 100-fach. Aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Finde den Bastard, der das getan hat. Finde und töte ihn. Du musst mich nicht überreden. Komm schon, Rittersporn, überlegen wir, was wir tun können. Ich würde vorschlagen, dass wir die Leiche des vorigen Opfers untersuchen. Sie muss noch seziert werden. Dabei könnten wir auf Hinweise stoßen. Schaut nicht so perplex, meine Herren. Als Arzt weiß ich um die Bedeutung von Präventivmaßnahmen. Ich würde nicht warten, bis dieser Irre wieder zuschlägt, sondern eine sofortige Exzision anstreben. Wie bei tumorösem Geschehen. Ja. Ob man mich in die Leichenhalle lässt? Durch den Haupteingang? Sicher nicht. Aber man kommt auch durch die Kanalisation rein. Die Kanalisation? Bist du da öfters, Doktor? So oft es zu präventivmedizinischen Maßnahmen erforderlich ist. Alternative Behandlungsmethoden. Aggressive, schätze ich. Interessant. Wir können das unterwegs besprechen. Bereit? Jo, rum. Gehen wir. Bereit und neugierig. Wer immer es war, ich werde ihn kriegen, Rittersporn. Ja. Selbst wenn's Hierarch Hemmelfahrt ist. Danke. Damn, aber das Gesicht von ihr war krass. Knapp mit dem Leben davon kommen. Priscilla, Priscilla. Geh voran. Also Präventivmedizin in der Kanalisation. Worum geht es dabei? Überleg mal. Es ist sehr mühsam, die Opfer von Ertrunkenen zusammenzuflicken. Warum hörst du das? Schon eine Weile. Waffe ziehen. Oh man, 17. Oh shit. Priscilla, wie sieht es aus? Bitte die Wahrheit, ohne Umschweife. Ihre Wunden werden heilen. Aber ihre Stimme macht mir Sorgen. Sicher ist dir klar, was ein Stimmverlust für eine Bardin bedeuten würde. Er könnte sie sogar den Lebenswillen kosten. Kann man nichts tun? Ich fürchte, nur dein Freund Rittersporn kann in dieser Hinsicht helfen. Nimm die Leiter. Wir sind da. Komm. Je schneller wir es hinter uns bringen, desto besser. Warum? Hast du noch Termine? Jemand könnte uns stören. Der Leichenbeschauer zum Beispiel. Oder Hochwürden Nathaniel Pastodi. Also gut. Wir suchen die Leiche eines Zwergs. Eines Schnitzers. Den hier haben offenbar Nekrophagen erwischt. Suchen wir weiter. Menschlich. Falsche Leichensorte.
In die Nebenkammer, oder wie? Das muss er sein. Das ist eine Sie. Denk dran, Bärte sind bei Zwergen nicht geschlechtsspezifisch. Suchen wir weiter. Das ist eine Sie. Was? Das sieht aus, als hätte Eier, Mann. Ein Zwerg, aber die Hände nicht die eines Schnitzers, eher die eines Bankiers. Schwielen an den Händen, Holzspäne im Bart, Kleider voller Harz. Das muss unser Zwerg sein. Sehr gut. Du gehst doch nicht in die Knie, wenn du Blut siehst? Durchaus nicht. Fang an. Wo? Sehen wir uns seinen Kopf an. Die Haare riechen versenkt, als wäre er in einem Feuer gewesen. Fällt dir noch was auf? Dass man ihm die Augen entnommen hat zum Beispiel? Sind das Brandspuren in seinen Augenhöhlen? Ja, und graues Pulver. Asche vermutlich. Sehr fein. Der Mörder hat ihm die Augen entfernt und ihm dann glühende Kohlen in die Augenhöhlen gesteckt. Sieht so aus. Nach den Wunden zu urteilen, war unser Schnitzer noch am Leben, als es geschah. Untersuchen wir den Mund. Verätzungen, Blasen. Wie bei Priscilla. Sieh da, sein Kehlkopf hat einen Schnitt. Tatsächlich. So dünn, dass man ihn leicht übersieht. Ein kleines, sehr scharfes Instrument. Ein Skalpell. Aber warum? Die Wunde ist zu klein, um zu bluten. Und es gibt Anzeichen einer Schwellung. Der Mörder... Ich glaube, er hat eine Tracheotomie gemacht, damit das Opfer nicht zu schnell stirbt. Damn. Danke sich, ja. Torso, ja. Untersuchen wir den Torso. Was haben wir denn da? Eine tiefe Wunde auf der linken Thoraxseite und eine Narbe über die ganze Länge des Abdomens. Untersuchen wir die Wunde im Oberkörper. Ja, das Herz wurde rausgeschnitten und die Wunde verätzt. Augenblick mal, da ist noch was. Ein Ei, ein Amphibienei von einem Salamander. Versenkt, aber intakt. Ich habe zwar ein paar Herpetologie-Vorlesungen gehört, aber ich wüsste nicht, dass Amphibien zur Eiablage Leichen benutzen. Entweder lag Professor Kochran fürchterlich daneben, oder dies ist das Werk unseres Mörders. Sieh dir die Narbe an. Lange, dünne Wunde. Eine Inzision. Aber die Ränder sind ausgefranst. Das heißt nichts. Schau. Keine Schwellung, keine Hämatome. Eine alte Verletzung, vielleicht ein Arbeitsunfall. Öffne die Bauchhöhle. Vorsicht, es wird nach Verwesung stinken. Ich habe mal bis zum Bauch in der Jauche gegen einen Zeugel gekämpft. Da bezweifle ich... Halt! Das riecht nicht nach Verwesung. Formaldehyd. Eine medizinische Neuheit. Stark verdünnt dient es der Konservierung von organischem Gewebe. Weniger verdünnt ist es ätzender als Säure. Das würde erklären, warum keine Verwesung zu riechen ist und warum seine Kehle verätzt ist. Yay. Fuck. Ein Psychopath hat sich da... Sieh dir die Hände an, diese Striemen. Die stammen von einem Strick, nicht? Er war gefesselt. Das ist anzunehmen. Anders hätte man ihn ja nicht foltern können. Sprichst du aus Erfahrung? Ja, aus der eines Opfers. Ich habe ein Jahr in den Kerkern von Dreiberg verbracht. Lange Geschichte. Vielleicht ein andermal. Siehst du die Schwiele? Unser Zwerg hat einen Ring getragen. Den hat jemand abgenommen. Jo, wir müssen alles untersuchen. Hast du an seinen Beinen was Interessantes festgestellt? Sherlock Holmes.
Sein rechter Fuß. Der Knöchel ist geschwollen, die Zehennägel sind abgebrochen. Er hat offenbar hart zugetreten, bevor er abgetreten ist. Das scheint mir nicht der passende Moment für Scherze. Tut mir leid. Als Chirurg hat man andere Empfindlichkeiten. Mhm. Und einen anderen Humor. Gut, das letzte noch. Seine Genitalien, die sollten wir untersuchen. Ich bezweifle stark, dass die was mit der Sache zu tun haben. Mal sehen. Runter mit seiner Hose und dann... Oh, Scheiße. Syphilis eher. Frühes Stadium. Kein Zeichen von Diffusion. Könnte da ein Zusammenhang... Höchstens als mögliche Motivation des Mörders. Gut, dann haben wir alles. Also gut, ich glaube, ich weiß genug. Dann erleuchte mich bitte. Ich habe nämlich keine Ahnung, worum es hier geht. Was das Motiv sein könnte. Ja, es sieht mir schon nach in der Ritualmord aus, oder? Weil... Wenn es nur Strafe wäre, wieso... Augen raus, Ding, Kohle rein tun, nach Säure, Herz rausnehmen, etc. Das wäre also für eine Strafe. Zumindest, der Herz hätte sicher nicht rausgenommen, wenn es nur eine Strafe wäre. Kein Motiv kann man, weiß nicht, kann man nicht sagen. Ich meine, wenn er kein Motiv hätte, hätte er ja nicht so ein Ding gemacht. Wenn er auch wahnsinnig wäre, hätte er nicht so präzise Schnitt gemacht und wenn die auch nicht in sich Zeit genommen. Augen sind Kohle rein und Säure, was weiß ich. Und auch die Mittel hätten nicht benutzt, die vorkommen. Ich würde sagen, es ist ein Ritualmord. Es war eine Art krankes Ritual. Du hast ja gesehen. Verbrannte Augenhöhlen, ein Hohlraum, wo das Herz sein sollte, ätzende Flüssigkeit. Alles dreht sich um Wärme, Hitze, Feuer. Ewiges Feuer. Diese Spur sollte verfolgt werden. Weißt du, wie er hieß? Fabian Meyer. Und ich bin Hubert Drake, der Leichenbeschauer. Ich wollte die Autopsie vornehmen, aber du hast sie schon erledigt, Joachim. Wie immer mischst du dich ein, wo du weder erforderlich noch erwünscht bist und bringst dabei andere in Schwierigkeiten. Wer ist das? Ein Student, ein lebenslänglicher, mit einigen Fragen. Dann raus damit, aber beeil dich. Hochwürden Nathaniel kommt zur Inspektion. Er müsste bald hier sein. Wo wurde die Leiche des Schnitzers gefunden? Das ist wichtig. Willst du Nachforschungen anstellen? Aufregend. Er ist in seiner Werkstatt gestorben, südlich des Marktplatzes, gleich neben dem Tor nach Ferneck. Da wurde auch die arme Bardin angegriffen. Die ganze Stadt spricht davon. Aber der Schnitzer, Eustachius, der Leichensammler, hat uns die Leiche gebracht. Mit dem solltet ihr reden. Ich habe ihn eben um die Ecke gesehen bei... Oh, meinen Gruß, Hochwürden. Wer sind diese Leute? Ich dachte, ich hätte klargemacht, dass niemand eingelassen werden darf. Unter keinen Umständen. Die kennen wir doch. In der Tat, aber das sind Freunde des Verstorbenen. Gekommen, um die Leiche zu holen. Ausgeschlossen. Bring sie sofort raus. Wie Hochwürden wünschen. Meine Herren, kommt bitte mit. Ihr werdet einen anderen Weg nehmen. Warum hast du uns gedeckt? Ich habe nur meinen eigenen Hintern gedeckt. Wenn Hochwürden Nathaniel erführe, dass jemand in die Leichenhalle spaziert ist und ohne Erlaubnis eine Leiche geöffnet hat, bekäme ich große Schwierigkeiten. Aber daran hast du nicht gedacht, Joachim, was? Wie immer. Tja, eure Mutwilligkeit gefällt mir zwar nicht, aber auch ich will diesen Mörder hängen sehen. Wenn ich also etwas Neues erfahre, lasse ich es euch wissen. Danke. Nathaniel, wer ist das? Das ist eine gute Frage, weil der mit der Rückblende gesehen. Nathaniel, wer ist das? Ein Halunke, ein Bastard. Wie jedermann, der die Robe des ewigen Feuers trägt. Die meisten sind Halunken, bevor sie die Robe anziehen. Das trifft auch auf Nathaniel zu. Bevor er die Robe trug, war er Folterer. Vor allem auf Frauen spezialisiert. Später hat Hierarch Hemmelfahrt ihn beauftragt, die Leichenhalle zu leiten. Er spricht sich mit der Tempelwache ab, überwacht Einäscherungen, hält Begräbnismessen im Tempel auf der Insel ab und so weiter. Traumberuf. Warum sagst du nicht, dass du den Leichenbeschauer kennst?
Wir hätten uns die Kanalisation sparen können. Ich kenne ihn. Darum gehe ich ihm aus dem Weg. Genug davon. Ich entscheide, wann ich von einem Thema genug gehört habe. Was verbindet euch miteinander? Alte Geschichte. Wenn du darauf bestehst. Die Studentenproteste 1242. Hast du von denen gehört? Ich habe sie angeführt. Hubert verriet mich an die Behörden. So landete ich im Kerker. Jetzt weißt du es. Was hast du jetzt vor? Es gibt zahlreiche Spuren. Die Werkstatt des Schnitzers, den Leichensammler, der ihn gebracht hat, die Gasse, in der Priscilla überfallen wurde. Ich habe einiges zu tun. Ich auch. Im Hospital. Ich muss zurück. Aber ich drücke die Daumen. Und ich behalte dich im Auge. Okay, dann, schau wieder mal so lang gewesen. Aber ich werde jetzt da nicht kurz Ding machen, auch wenn wir bei 50 Minuten sind schon. Es gibt keinen verdammten Ich werde die Quest fertig machen. Also gehen wir den Indizien an. Ich bin nicht raus, wer da so Im Leben Priscilla muss man was Wasser. wissen. Und nicht einstecken. Frag mich, ob das jemand macht als Protest gegenüber halt die Leute vom ewigen Feuer. Ihre Anwesenheit ist eine Beleidigung. Wie lief's mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen, hab mich um meine eigenen Sachen gekümmert. Als er plötzlich auftauchte und mich heilte. Das ist die Werkstatt, glaube ich, vom... Jemand da? Verschwinde! Oder ich lass die Hunde los! Fetzer! Striege! Bei Fuß! Schon gut. Ich bin wegen Fabian Meyer hier. Ich suche den Mörder. Ah, das ist dann wohl was anderes. Sitz! Dumme Tölen! Platz! Komm rein, langsam, sonst beißen sie. Wer bist du denn eigentlich? Der Bruder des Verblichenen. Gus heiße ich. Wir hatten zusammen eine Werkstatt. Meyer und Meyer. Und jetzt heißt sie nur Meyer? Nein, Mann, ich mach sie dicht. Sobald ich einen Käufer für die Hütte finde, gehe ich zurück nach Mahakam und zu meiner Familie. Oder was davon noch übrig ist. Also, was willst du wissen? Was kann ich dir über Fabian sagen? Ja. Hatte dein Bruder Feinde? Mochte ihn jemand nicht? Oder er vielleicht bedroht? Nein, eigentlich war es Fabian, der so einem Mädel einmal gedroht hat. Er war ein guter Zwerg und ein hervorragender Handwerker. Aber auch ein unverbesserlicher Hurenbock. Wann immer wir etwas Geld hatten. Ich wollte davon Werkzeug und gutes Holz kaufen, aber er schnappte sich immer die Börse und ging zu den Huren. Auf eine hatte er es besonders abgesehen. Er setzte ihr zu, rief, es ist alles deine Schuld, du Menschenschlampe, und warf ihr noch andere Obszönitäten an den Kopf. Ich weiß nicht, was das sollte. Vielleicht war er in sie verliebt. Weißt du, wo ich sie finde, diese Schlampe? Stadtfriedhof. Sie ist vor ein paar Tagen gestorben. Einfach so im Schlaf. Ein Fieber, hat ihr Zuhälter gesagt. Sag mir, was du über den Mord weißt. Ausführlich und in der richtigen Reihenfolge. Es war so. Ich kam aus Ochsenfurt zurück und sah eine Rauchwolke über der Stadt. Ich dachte schon, Mist, ich verpasse, wie sie eine Hexe verbrennen. Aber der Rauch kam nicht vom Platz des Hierarchen, sondern von hier. Siehst du die Rußflecken? Da sind unsere Skulpturen verbrannt. Die Leute versammelten sich um das Feuer und fanden Fabian hier daneben. Als ich eintraf, hatten sie ihn schon auf einen Wagen geladen. Hast du mit den Nachbarn gesprochen? Haben die was Verdächtiges gesehen oder gehört? Angeblich nicht. Aber selbst wenn, sie hätten nicht geholfen. Die Novigrader machen selbst um blutende Waisenkinder einen großen Bogen, damit die Schnabelschuhe sauber bleiben. Was soll sie da ein Zwerg scheren? Jo, okay. Hatte nein. dein Bruder Feind? Nein, er war auf ein... Weißt du, wo ich sie... Stadtfriedhof.
Ups, falsch Ding gemacht. Gut, wir haben genug geredet. Ich muss mich umsehen. Sei mein Gast. Aber pass auf die Hunde auf. Blutflecken. Hier wurde Fabian gefunden. Statuen der alten Götter. Nur Frauen. Von der kurvigen Sorte. Beim Volk kann uns Nahrung zubereiten. Volk kann schenken den Nass vertreiben, doch Volk kann nach Versengen Verwendungszellen. Deshalb müssen wir mit Leben vor dem Teil gewonnen. Leben wert sein. Leben ist lustig gemacht, dass man Leben sein. Seid so ein guter Mensch, oder die Werten damit sind haben. Leben ist ein besorgter Blick. Okay. Das klingt schon ein bisschen wie eine indirekte Drohung. Hier hat jemand irgendwas über den Boden gezogen. Oder von einer Wand zur anderen. Mehrmals. Darf ich mal in die Werkstatt? Ich habe da nicht einmal reingeguckt, seit Sie Fabian gefunden haben. Aber ich lass dich rein, wenn du willst. Noch mehr Blutflecken. Aber nicht so viele, als dass er daran verblutet wäre. Außer Formaldehyd. Das hat wohl kaum Fabian benutzt. Die Möbel wurden umgeworfen. Das hier sieht nach einem Tritt aus. Mit deinen Hexen. Ja, ich glaube, in dem Fall haben wir alles schon gemacht, ja? Gut. Was willst du? Na, Hübscher. Lisbelotte. Eine Feuerschale. Zu dieser Jahreszeit? Den Geruch kenne ich. Formaldehyd. Na, Schwester? Ist er Der das? Fußabdruck eines Mannes. Woher soll ich das Vielleicht des Mörders. Beobachtet ihn. Es lag Wir werden Gewicht sehen, auf der was er Ferse. macht. Menschlich. Er hat einen Schritt nach Priscilla gemacht. Was? Du bist so gut wie tot! Los, auf ihn! Wir müssen ihn umzingeln. Ja, wieso kann ich sie nicht... Okay. Schlachtet die Missgeburt ab! Easy. Okay. Jetzt links! Links! Ja. Komm, reiß dir die Fresse Spinn! in Stücke, Mutant! Oh. Nochmal! Du meinst wohl, du kannst mich auch aufschlitzen, was? Schieb sie in den Arsch, du Irrer! Huren können auch kämpfen! Ha! Ganz ruhig. Ich tu dir nichts. Was machst du hier? Rache üben? Was glotzt du denn? Weißt du nicht, dass Mörder immer an den Schauplatz des Verbrechens zurückkehren? Meine Brüder und ich werden ihm einen gebührenden Empfang bereiten. Für Priscilla. Fast hätte er sie erledigt, der Hundensohn. Ich weiß. Ich bin hier, um nach Spuren zu suchen. Und mit allen zu reden, die etwas wissen könnten. Ich kann dir nicht groß helfen, fürchte ich. Aber ich kann dir sagen, was ich weiß. Du und Priscilla seid Freunde? Freunde, nein. Aber sie hat nicht nur eine dumme Hure in mir gesehen. Das war schon was. Ich wollte die Hurerei aufgeben und was Anständiges machen. Aber niemand wollte mich einstellen. Als Wäscherin nicht, als Dienerin nicht, als Köchin nicht. Nur Priscilla war anders.
Sie hat mir angeboten, mich in ihrem Stück zu besetzen, weißt du? Viele Schauspieler hatten Angst vor ihren Scherzen über das ewige Feuer. Lispel Lotte auf der Bühne. Kannst du dir das vorstellen? Na, der Traum ist ja jetzt ausgeträumt. Ich stehe wieder an der Straße. Das tut mir leid. Es könnte auch schlimmer sein. Das sag ich mir jedenfalls. Priscilla war nicht das einzige Opfer. Ist dir das klar? Mein Lieber, natürlich ist es das. Dies hat ja nicht erst gestern begonnen. Es sind schon andere so gestorben. Aber wer gibt was drauf? Menschlicher Abfall. So nennen uns die Wachen. Erinnerst du dich an Namen? Sie hatten keine richtigen Namen. Glatze, Locke, Backe, so wurden sie genannt. Keine Freunde, keine Familie. Die Leichen sind schon lange verbrannt. Pass auf dich auf. Nicht allzu viel Neues. Und ich muss einen Mörder fangen. Mir dröhnt der Schädel. Ja, ich glaube, ja, wir haben alle Indizien aufgesucht. Darum geht's jetzt zurück zum... Ah nein, das ist ein Leichensammler, stimmt. Und wie lief's mit diesem Der hat ja den Abenteuer? Zwerg transportiert in die Leichenhalle. Hab mich um meine eigenen Sachen gekümmert. Damn, schon lange Quest. Hey Hexer, der Leichenbeschauer will dich sehen. Noch ein Opfer. Ich soll dir sagen, dass die Vordertür für dich offen ist. Du sollst kommen, so schnell du kannst. Das sind Messerbranders. Das war zuletzt die ganz einfach. Verdammte Banditen! Man kann nicht mehr auf die Straße raus! Zuvor haben sie wenigstens keine Frauen getötet. Bist du Eustachius, der Leichensammler? Woher weißt du das? Ich glaube, das ist der 4. Sinn. Du hast Fabian Meyer in die Leichenhalle gebracht? Fabian? Fabian? Ach ja, richtig. Keine Augen, kein Herz. Einer von denen, oder? Auch keine Börse, wenn ich mich recht entsinne. Du hast Fabians Leiche durchsucht? Naja, ich habe vielleicht einen Blick in seine Taschen geworfen, damit nichts umkommt. Nennen wir die Dinge beim Namen. Du bist ein Fledderer. Gut, nennen wir sie beim Namen. Das geht dich einen Scheißdreck an. Was bist du? Ein Steuereintreiber? Verpiss dich, Mutant! Oho, jetzt kann man wieder Axia anwenden. Rede, was hast du bei ihm gefunden? Ja, wie du willst. Nur Tant und Schnickschnack. Einen Ring mit Glasperlen, ein paar Münzen, einen Brief. Schau, aus erstklassigem Pergament. Ich wisch die Schrift ab und verkauf's als neu. Das ist Menschenhaut. Priscilla, der Name des nächsten Opfers. Wenn du dies der richtigen Person gegeben hättest, wäre ihr vielleicht nichts passiert. Was zur Hölle kümmert mich irgendeine Priscilla? Haben wir nicht genug Frauen in der Stadt? Hey, verdammte Scheiße! Wofür war das? Für alles. Ja, okay. Interessant. So. Interessant vom Leichensammler herausgefunden. Nehme ich mal an. Mit dem Menschencode und Notiz drauf. Geralt, nicht? Gut, dass du hier bist. Ich habe mit der Autopsie auf dich gewartet. Nett von dir. Von meinem letzten Besuch warst du ja nicht begeistert. Weil du unangekündigt und in unpassender Gesellschaft aufgetaucht bist. Außerdem war Hochwürden Nathaniel im Anmarsch. Unser Geistlicher hat die Stadt in einer wichtigen Angelegenheit verlassen. Und ich weiß, wer du bist und was dich antreibt. Ich helfe sehr gerne bei deinen Nachforschungen. Wer ist diesmal das Opfer? Joris Aquinus, ein Theologiedozent an der Universität von Ochsenfurt. Wurde heute früh in seinem Haus gefunden. Aus seinen Büchern hatte man einen Katafalk gebaut. Waren irgendwelche besonderen Titel dabei? Offenbar handeln alle Bände vom ewigen Feuer.
Es sind Traktate, die sich kritisch mit den Glaubensdoktrinen befassen. Ja, Todsünde in Novigrad. Fangen wir an. Gerne. Die Wunden passen zum Vorgehen des Täters. Das Opfer wurde gefesselt und gezwungen, Formaldehyd zu trinken. Dann entfernte der Mörder die Augen, platzierte glühende Kohlen in den Augenhöhlen, öffnete den Brustkorb und... Was ist das denn? Pergament? Aus Menschenhaut. Eine Nachricht des Mörders. Der Name seines nächsten Opfers. Patricia Wegelbud. Kennst du sie? Ja, ich war sogar schon mal bei ihr. Ich muss sie finden. Sofort. Okay. Ja, ich sehe immer mehr nach einem Fanatiker aus. Und die Patricia Wegelbud, der ihr Sohn, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, der ihr Sohn haben wir ja bei der Flucht ausgeholfen mit Triss Merigold. Ja. Irgendwie sieht es schon danach aus, so quasi Leute, Menschen, die sich abfällig oder abfällig über das ewige Feuer äußern oder gegen ihre Doktrine sich widerstreiten oder sie nicht befolgen oder was auch immer. Also halt so ein Fanatiker, also Leute. Deinesgleichen sollte in Novigrad. Reinigung ist gekommen. Bestrafen mit Feuerkraft. Was willst du? Na, mich hinein. Ich will Patricia Wegelbud sprechen. Du glaubst wohl, jeder der hergelaufene Strolch könnte. Sie ist in Lebensgefahr. Lass mich rein, sonst hast du ihr Blut an den Händen. Wenn du dir das nur ausgedacht hast, schmeißen sie meinen Hintern hochkant raus. Und ich dachte, eine Wache sollte ihre Schützlinge beschützen, nicht ihren Hintern. Na schön. Ich bringe dich zu Herrin Wegelbud. Aber keine Tricks, klar? Oh, Geralt, das ist ja eine schöne Überraschung. Gar nicht schön. Ich muss deine Mutter sprechen. Ihr Leben ist in Gefahr. In Gefahr? Mach keine Witze. Ich habe Mutter heute Morgen gesehen. Sie war traurig, aber bei bester Gesundheit. Ich jage einen Serienmörder. Und ich habe Grund zu der Annahme, dass deine Mutter das nächste Opfer sein soll. Naja, selbst wenn. Unsere Wachen. Er ist besonders grausam, wenn er mordet. Er quält seine Opfer, schneidet ihnen das Herz raus. Sehen wir nach ihr. Nur zur Sicherheit, ja? Das ist doch alles kaum zu glauben. Aber es scheint dir ernst zu sein. Bitte folge mir. Ein ideales Feuer für Belletine. Ist nur die falsche Jahreszeit. Ich sagte ja, dass Mutter mir traurig vorkommt. Weißt du noch? Tatsächlich steckt sie mitten in einer Glaubenskrise. Einer schweren. Wir waren in Novigrad. Da hat Mutter die Scheiterhaufen auf dem Platz des Hierarchen gesehen. Sie hat auf dem Heimweg kein einziges Wort gesprochen. Sie brachte alle heiligen Bücher, Insignien und Reliquien nach draußen und verbrannte sie. Dann hat sie sich eingeschlossen. Wir müssen uns beeilen. Hörst du? Still und ruhig. Scheint alles in Ordnung zu sein. Wir sollten reingehen. Zur Sicherheit. Du bist hartnäckig, nicht? Gut. Aber warte hier bitte. Mutter ist sicher nicht in der Stimmung für Gäste. Ah! Er ist zur anderen Tür raus! Schnapp ihn! Damn it.
Ausschwärmen! Der Mörder ist noch hier! Da ist er! Auf ihn! Jage den Mörder, wo? Ey, was? Nur weg Ding, Tüntaken werden, die haben mich zuerst angegriffen. Dan moet je echt direkt kämpfen. Damn it! Halten und kämpfen. Scheiße, mein Inter ist eine falsch gemacht. Ah! Schwende Zeit! Damit! Halt! Sonst kriegst du einen Bolzen zwischen die Augen. Hör mal, ich bin der Falsche. Spar dir die Mätzchen. Ich bring dich jetzt zur Erbin. Na schön. Der Mörder ist ohnehin weg. Zeig den Weg, du Held. Wir haben ihn, Herrin Ingrid. War nicht einfach. Nimm die Armbrust weg, bevor du dir wehtust. Der Mann ist unschuldig. Vergib mir, ich sah ihn rennen. Ich hielt ihn für den Mörder auf der Flucht. Hinter dem war ich her. Ich hätte ihn auch gekriegt, wenn du mir nicht reingepusht hättest. Geh mir aus den Augen, sofort! Mutter, warum hat er ihr das angetan? Warum? Weil sie das ewige Feuer gelästert hat. Das ist die einzige Parallele zu den anderen Opfern. Ingrid, ich weiß, dass es hart für dich ist, aber der Mörder hat bisher immer einen Hinweis zum nächsten Opfer bei den Leichen gelassen. Darf ich? Na schön, aber ich lasse dich mit ihr alleine.
Ich will sie so nicht sehen. Ich will mich nicht so an sie erinnern. Und sorge dafür, dass sie das letzte Opfer ist. Bitte. Ach, glaubt, das ist ein Teil vom Quest, das können wir so mit denen kämpfen. Damn. Blutergüsse, abgerissene Fingernägel. Sie hat sich verteidigt. Darum hat es wohl länger gedauert. Und er wäre fast geschnappt worden. Da haben wir es. Süße Nettie bei Krüppel Kati. Er wird dreister. Nicht nur ein Name, sondern auch eine Adresse. Diesmal kommt er nicht davon. Dieselben Wunden wie die anderen Opfer. Eine Untersuchung wäre Zeitverschwendung. Ich muss zur Krüppelkati. Schnell. Muss schon sagen, Ding, Noch eine leere Formaldehydflasche. Der Witcher versucht sich schon ein bisschen zu hart dran, das Christentum in die da in den Dreck zu ziehen. Wahrscheinlich ein bisschen alle Religionen, aber dann ewige Feuer hat schon viel Parallelen zum Christentum. So, jetzt wollen wir das Schnellreise-Ding finden. Wurde auch Zeit. Schnellreise op. Genau. Wegweiser. Finden. Wo ist es da? Oder echt, also der Quest ist schon unerwartet lang. Ich hätte nicht gedacht, dass sich so ja, in Erzählungsbranchen ausentwickelt. Aber ich frage mich, hätte ich jetzt eine Quest nicht gemacht, ob Priscilla umgekommen wärst? Das ist glaube ich auch eine Möglichkeit. Ich glaube, wenn du sagst, scheiß auf den Quest von Rittersporn, glaube sie stirbt dann. Das ist sowas. Ein Mörder hilft einem armen Kerl. Für wen hältst du dich eigentlich? Die süße Nettie. Wo ist sie? Oben. Aber sie hat einen sehr wichtigen Kunden. Nicht stören. Ja, lieber schon. Suchst du was? Das Leben ist manchmal echt scheiße. Krüppel. Fuck, wo geht's rauf? Niemand wird dich hören, Schlampe. Keine Seele. Aber dich wird gleich die ganze Stadt hören. Oh! Und schon wieder störst du mich. Wo ich das doch so verabscheue. Damn it. Eigentlich will ich mit der süßen Nettie spielen. Danach ist sie nicht mehr so süß. Aber ich kann auch mit dir anfangen. Erzähl mir zuerst, warum du das machst. Zum Spaß. Es ist befriedigend. Man kann mit Huren viele befriedigende Dinge tun. Überwiegend traditionell. Es ist nicht nötig, sie zu töten, glaub mir. Wer redet denn von töten? Ich könnte nach ein paar Verbrennungen Schluss machen. 3. Grades vielleicht, aber trotzdem. Diese rosige Haut wird bestimmt besonders knusprig.
Ja, komm, fuck it. Ich kann mir diese Scheiße nicht länger anhören. Niemand zwingt dich dazu, Mutant. Tanzen wir. Stirb! Komm, er ist nur Stufe 13. Weißt du was? So, kurz. Wer ist denn so schnell da? Die befreien. Du bist frei. Danke. Danke. Wenn du nicht wärst. Steht. Er hat gefragt, ob ich alles mache. Wenn der Preis stimmt, natürlich, habe ich gesagt. Da lächelte er. Götter, wie abscheulich. Und schlug zu, dass ich ohnmächtig wurde. Als ich aufwachte, war ich gefesselt. Und er machte den Spieß im Feuer heiß. Beruhige dich. Er wird dir nichts mehr tun. Er wird niemandem mehr was tun. The fuck, dass es gerade der ist. Frank. Erinnert mich aber immer, es ist immer das gleiche Konzept. Weißt? Das habe ich auch schon bei Berserk, glaube ich. Ja, Berserk ist der Anime. Da gibt es ja auch die Priester, was so der Wind heult. Quasi Leute mit Religion Ding machen, unterdrücken. Und dort hat es auch die Hochpriester gehabt, die so blutlustig sind, ja. Jetzt kann man etwas Neues ausfinden. So. Rittersporn. Da. Seht ihr, was ich sehe? Geralt. Wie wär's mit einem Dreier-Schätzchen? Soll ich noch ein Mädel dazu holen? Was für ein Lächeln. Nee, Wie eine ich meinte uns beide und dich. Den ganzen Raum geladen. Hier wird nicht rumgehangen. Das Umlaufen. Warum musste sich dieser Magier ausgerechnet in meiner Arme mit einer Bibliothek. Man stelle sich das vor. Böse Zeiten, wenn Bettler Briefe schreiben können. Das verkehrt. Deine schiere Anwesenheit ist eine Beleidigung des ewigen Feuers. Was ist grauer Junge? Suchst du nach einem Abenteuer? Oh, das ist Coiffeur. Und man kann mal benutzen, um Haare wieder zu schneiden. He? Hey, Halsabschneider! Mir reicht's mit dem Leben. Okay, ich schwöre, ich glaube, wir haben die Quest endlich mal fertig. Wie geht es besser? Stimmt's? Ja. Hast du getan, worum ich dich bat? Ja, auf Hexerart. Danke, Geralt. Von mir und Priscilla. Ich habe meinen Teil getan. Jetzt bist du dran. Kümmere dich gut um sie. Das werde ich. Du wirst sehen. Ich kümmere mich besser um sie, als es die Dryaden im Brokilon täten. Sie spricht wieder. Schöne Neuigkeit. Ja, nicht wahr? Professor von Graz hat mir gesagt, dass ihre Wunden schneller heilen als Trollwunden.
Nicht sehr schmeichelhaft, aber doch ermutigend. Vielleicht singt sie sogar eines Tages wieder. Fürs Erste treten wir als Duo auf. Sie spielt Laute, ich singe. Ritter Sporn und Kalonetta. Klingt doch toll, oder? Wunderbar. Alles Gute, Ritter Sporn. Auf der Bühne und auch sonst. Boah! Wir haben es geschafft! What the fuck? Gut, erhol dich, Priscilla. Und jetzt schau mal, ob es noch, bevor ich da fertig mache, wenn wir da irgendeinen Quest haben. Da weißt du, das ist scheiße, ich muss nicht dazu schauen. Das kann ich in meiner eigenen Zeit machen. Aber das wäre es eigentlich mit der Episode, der recht längeren Episode. Aber ich kann den Quest mal fertig machen. Hat ein bisschen länger tut als erwartet. Aber man sieht sich beim nächsten Mal und ich sage bis bald und auf Wiedersehen.